aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon. Von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. V wie Verteidigungswert der Burgen. Burgen im Krieg. Burgen im Dreißigjährigen Krieg zwischen Verfall und Verteidigungskraft. Die Burg, ein oft unterschätzter militärischer Faktor im Zeitalter des Feuerwaffenkrieges. Die Legende vom Wertverlust der Burgen. Immer wieder ist in der populären Geschichtsdarstellung zu lesen oder zu hören, dass mit dem Ende des Mittelalters, spätestens aber mit dem Bauernkrieg von 1525, die Burgen ausgedient hatten. Sie galten als veraltet, als nutzlose Relikte einer überkommenen Ritterwelt, bestenfalls noch als romantische Kulisse. Doch ist diese Einschätzung wirklich korrekt? Darüber sollten wir mal nachdenken und in die Quellen schauen. Feuerwaffen, das Ende der Burg? Mit dem Bauernkrieg 1524-1525 und dem Zweiten Bundesständischen Krieg 1552 bis 1555 zogen neue Formen der Kriegsführung ins Reich ein. Feuerwaffen, Geschütze, Pulver. Das militärische Spiel hatte sich verändert. Und dennoch ist die Vorstellung trügerisch, Burgen seien diesen neuen Entwicklungen völlig wehrlos gegenübergestanden. Auch Burgherren waren sich der Entwicklung bewusst. Wer seine Burg im Besitz halten wollte, modernisierte sie, sofern Mittel und Umstände es zuließen, mit dem zeitgemäßen Lehrmaterial. Man sollte sich die Frage stellen, hat die Burg ausgedient oder doch nicht? Dass jegliches Schloss oder Haus gegen die Bauern, die weder mit Geschütz noch anderer Geschicklichkeit versehen seien, ohne alle Gefahr, wo nur wenig redlich wehrliche Mannschaft sei, wohl erhalten zu werden vermöge. Eine Aussage vom Markgraf Kasimir von Bayreuth. Bollwerk Hohenlandsberg. Wehrhafte Burg im Zweiten Markgrafenkrieg 1552 bis 1555, auch als Zweiter Bundesständischer Krieg bekannt. Ein Beispiel für die militärische Bedeutung von Burgen nach 1500. Hier die zeitgenössische Darstellung dieser Burg Hohenlandsberg. In der Mitte der Wohnturm Dijon-artig mit 4 Rundtürmen. Zu ihm führt eine Brücke von der äußeren Befestigungsmauern, die gespickt ist mit Kanonen und Rondellen. Die Burg gilt noch nicht als Festungsbau. Hier das Bild noch immer etwas größer, zur besseren Ansicht. Auch im Zeitalter der Feuerwaffen spielten Burgen noch eine aktive Rolle im Kriegsgeschehen. Ein eindrucksvolles Beispiel die markgräfliche Burg Hohenlandsberg im Steigerwald. Im Jahr 1553 wurde sie im Verlauf des Zweiten Markgrafenkrieges schwer belagert. Die Burg galt als nahezu uneinnehmbar und das hatte Gründe. 356 Mann starke Besatzung und 56 Geschütze, große und kleine Kanonen. Die Belagerer, das waren Nürnberger Truppen, beschossen die Burg tagelang mit schwerer Artillerie Tag und Nacht. Doch die Verteidigung hielt stand. Die Burg wurde nicht gestürmt, sondern, so wird vermutet, durch Verrat zur Aufgabe gezwungen. Ihr Fall zeigt, gut ausgerüstete und entschlossene verteidigte Burgen konnten selbst im Zeitalter der Pulverwaffen lange Widerstand leisten und waren keineswegs bedeutungslos. Hier nun die zeitgenössische Darstellung der Belagerung der Burg. Unten das Heerlager der Belagerer aus verschiedenen Söldnertruppen, angeführt natürlich von Nürnberger Truppen. In der Mitte die Kanonen, die auf die Burg schießen. Es wird von der Burg geschossen, sie gerät natürlich in Brand und wird dann durch Verrat zur Aufgabe gezwungen. Burgen waren keineswegs nur mit Pfeil und Bogen zu verteidigen.
Zahlreiche Quellen belegen, dass schon im 16. Jahrhundert viele Burgen mit Kanonen, Pulverkammern und angepassten Schießscharten für Feuerwaffen ausgestattet waren. Links sehen wir einen solchen Geschützturm aus dem 16. Jahrhundert der Burg Friedewald in Hessen und rechts quasi eine angepasste Schießscharte für Hakenbüchsen. Da sieht man schön das Holz, wo die Hakenbüchse aufgelagert wird und die verkleinerte Scharte zum Rausschießen. Also alles auf die Feuerwaffen ausgelegt. Der Dreißigjährige Krieg. Alte Mauern im neuen Krieg. Mit dem Prager Fenstersturz vom 23. Mai 1618 beginnt der Dreißigjährige Krieg. Ein grausamer, konfessionell aufgeladener Konflikt, der das Heilige Römische Reich bis 1648 in Schutt und Asche legt. Unzählige Städte, Klöster, Dörfer und eben auch Burgen wurden belagert, zerstört und geplündert. Galten die Burgen der alten Ritter nicht längst als überholt? Es zeigt sich in den historischen Quellen und der militärischen Praxis des 17. Jahrhunderts. Burgen waren keineswegs bedeutungslos. Im Gegenteil, sie wurden nach wie vor verteidigt, als Stützpunkte genutzt und gelegentlich modernisiert und oft erst nach harter Gegenwehr eingenommen. Selbst als veraltet geltende Burgen waren für die durchziehenden Heere wertvolle militärische Zielobjekte. Zum Schutz, zur Versorgung oder schlicht als Hindernis für Kriege des Alten Reiches. Beispiele erfolgreicher Burgverteidigungen im Dreißigjährigen Krieg. Viele Burgen zeigten eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit, selbst gegenüber modernen Belagerungstechniken. Burg Feldenstein, Neuhaus an der Pegnitz. 1634 zunächst erfolglos von 600 bayerischen Soldaten und 3 Geschützen belagert. Erst mit 2000 Mann und 800 Reitern sowie 8 Geschützen konnte die Burg 1635 gestürmt werden. Verteidigt von gerade einmal 60 Mann. Hier sehen wir den Grundriss etwa von 1906 der Burg Feldenstein. Was natürlich sofort auffällt, sind die wirklich zahlreich vorhandenen Rondelle, es sind insgesamt 8 Stück. Hier noch ein aktuellerer Blick auf die Burg Feldenstein und sieht man natürlich die erhöhte Lage. Im Norden, also das ist der rechte Bereich, fällt der Burgberg steil ab, also eine richtige Felsenlage. Heutzutage sind leider nahezu alle Burggebäude, die um den Bergfried herum standen, nicht mehr vorhanden, bis auf ein Herrenhaus. Burg Falkenstein in der Oberpfalz östlich von Regensburg. Erbitterter Widerstand gegen schwedische Truppen im Jahre 1634. Nach Rückeroberung durch Bayern wurde die Burg gut ausgebaut, dass sie im weiteren Kriegsverlauf nicht mehr eingenommen werden konnte. Hier sehen wir eine Ansicht der Burg Falkenstein, darunter der Markt Falkenstein, aus einem Stich von Michael Wehning, zwar aus dem 18. Jahrhundert, aber was wir sehen, die Burg ist umgeben von neuen Befestigungen mit Scharten eben für Kanonen und wurde besonders stark ausgebaut, so dass sie natürlich im Dreißigjährigen Krieg nicht mehr eingenommen werden konnte. Hier nun ein aktuelleres Bild der Burg Falkenstein in der Oberpfalz. Leider sind die Außenbefestigungen heute nahezu alle verschwunden. Burg Lutzmannstein in der Oberpfalz, heute im Übungsplatz Hohenfels gelegen und nicht zugänglich. Eine kleine Burgbesatzung unter einem Leutnant verteidigte die Burg tagelang gegen 1300 Mann und 5 schweren Geschützen. Ein Beispiel für tapfere Gegenwehr mit geringsten Mitteln. Leider gibt es keine Ansicht von der Burg Lutzmannstein und heute sind dort vorwiegend nur noch geringe Mauerreste und Ruinen zu sehen. Deswegen ein animiertes Bild, wie es dort ausgesehen haben könnte nach dem 30-Jährigen. Burg Zwernitz in Oberfranken. Während des Krieges mehrfach Schauplatz von Kampfhandlungen und als Rückzugsort genutzt, wurde sie ebenfalls befestigt, verteidigt und hatte strategische Bedeutung im Raum östlich von Bamberg. Auf dieser älteren Ansicht sieht man im Vordergrund mit dem Fachwerk das Amtsschloss und daran schloss sich auch die äußere Ringmauer an, die mit mehreren Rundtürmen geschützt war. Heute ist davon leider nichts mehr erhalten.
Hier nochmal eine schöne Ansicht auf die Burg Zwermitz. Burgen Runding, Pottenstein und Weichenfeld. Diese Höhenburgen wurden nicht erobert im Dreißigjährigen Krieg, obwohl sie im Fokus der Truppenbewegungen standen. Ein klares Indiz für ihre anhaltende Wehrhaftigkeit. Hier sehen wir einen Weningstich, zwar aus dem 18. Jahrhundert, aber das zeigt das Schloss bzw. die Burg Runding mit ihren Wällen, Gräben und angelegten Türmen. Hier sehen wir die Burg Pottenstein in der fränkischen Schweiz, die durch ihre Lage ohnehin fast uneinnehmbar war. Hier sehen wir im Luftbild die Burg Weichenfeld. Natürlich heute ist der Bestand ziemlich dezimiert, aber wir sehen eindeutig die Rundtürme sowie den sogenannten steinernen Beutel, der die Lage der Stadtbefestigung markiert, die ebenfalls mit in die Burgbefestigung einbezogen war. Mythos und Realität. Die vielfach wiederholte Behauptung, Burgen seien im Dreißigjährigen Krieg militärisch bedeutungslos gewesen, wird durch zahlreiche Quellen und Beispiele widerlegt. Es wäre naiv zu glauben, dass alle mittelalterlichen Burgen obsolet waren, nur weil sich die Kriegstechnik weiterentwickelt hatte. Entscheidend waren vielmehr eine gut organisierte Besatzung, ausreichend Munition und Proviant, die Motivation der Verteidiger und nicht zuletzt die strategische Lage der Burg. Fazit: wehrhafte Relikte mit Wirkung. Burgen waren keine bloßen romantischen Ruinen. Sie waren auch im 17. Jahrhundert vielfach aktive militärische Stützpunkte, Verteidigungsanlagen und Schutzräume für die Bevölkerung. Selbst wenn sie den modernen Anforderungen nicht durchgängig gewachsen waren, konnten sie mit kluger Nutzung, Umbauten und taktischer Entschlossenheit maßgeblich Widerstand leisten. Die Burg mag alt sein, doch wo Mauer, Wille und Wehrgeist vereint sind, kann sie auch Pulver trotzen, sinngemäß nach zeitgenössischer Darstellung. Der Dreißigjährige Krieg zeigt deutlich, Burgen hatten ihren Wert keineswegs verloren. Sie mussten lediglich mit den Anforderungen der Zeit weiterentwickelt und klug eingesetzt werden. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.